Und somit Grüße zurück zu XCOM. Wir müssen hier auf dieser Brücke einen Alien-Angriff abwehren und müssen dabei noch Zivilisten retten, sonst haben wir ein kleines politisches Problem. So stand's in den Daten und in der Vorbesprechung für die Mission. Kurzen Augenblick. E und Q. Sehr gut. Wo müssen wir hin? Wo haben wir den nächsten Zivilisten? Und zwar, ich muss gleich mal, ich werde jetzt im Laufe dieser Aufnahme auf einen Kommentar vom Plot eingehen und dir, wenn es dich interessiert, zeigen bzw. sagen, was ich mir vorgestellt habe. Hast du, warte mal kurz, wenn ich dich hierher krieg, schaffst du das daher? Los, du bist in Sicherheit. Los! Yes, Baby! Er ist in Sicherheit. Und zwar, Plot hatte ja geschrieben, nein, ich muss es anders formulieren. Plot, ich habe jetzt zwar deinen Kommentar nicht mehr ganz im Kopf, aber, ich möchte dir, genau, das weiß ich noch. Ich habe dir geschrieben, dass ich, wenn diese Mission vorbei ist, dass ich hergehen will und einen sechsten Kameraden da mitnehmen will in diese ganze Partie. Und zwar, ich weiß nicht, ob das Spiel das zulässt. Und zwar, warte mal kurz, ich muss jetzt mal, er macht einmal einen Feldposten. Er lässt es aber da. Ich möchte das nämlich so machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und zwar, wenn ich jetzt das 6 Mann habe, beziehungsweise wenn die Mannschaft jetzt 6 Jungen und Mädel groß ist, das müsste funktionieren, oder? Wenn ich jetzt da zum Beispiel auf einer Map oder in einem Kampfbereich, so wie da zum Beispiel, oder na, formulieren wir es anders. Wenn ich jetzt hergehe und die Brasilien-Map, die letzte, wo ich es mit purem Glück noch geschafft habe, das ganze Match umzudrehen, dann müsste das ja funktionieren, dass ich hergehe und sage, 3 von der rechten und 3 Leute von der linken Seite und die sich gegenseitig immer wieder ein bisschen decken. Was das so mit dem Feldposten, so wie ich es jetzt da bei ihm gemacht habe. Das müsste ja eigentlich funktionieren, oder? Weil aus deinen Kommentaren nehme ich heraus, dass du das Spiel eigentlich ja schon länger spielst wie Fallout 4, ne? Und ich bin ein bisschen Anfänger, muss ich auch dazu sagen, gell? Nur was bei mir dauert es immer ein bisschen länger, bis ich mal was verstehe. Du ladst einmal nach. Lade nach. Perfekt. Du daher? Da habe ich jetzt noch 2 und da hinten müsste dann eigentlich ja schon das Finale kommen. 3 Zivilisten habe ich noch. Na, da ging bis daher kein Laufen, dann ist der eine Aktionspunkt auch weg. Du machst bitte einen Feldposten. Danke. Was aber dahinter gekommen bin, ich meine, was da ist, ist ein Unterschied, ob ich jetzt der Eichere Kommentare lies. Zum Teufel war das? Ein Unterschied, ob ich eichere Kommentare lies oder das Ganze selber erspiele, gell? Das, was ich in eicheren Kommentaren lies, ich hab's eh schon mal erwähnt, zwischen Aufnahmen liegt immer ein bisschen Zeit. Da hab ich dann wieder schon ein bisschen was vergessen und dann während des Spielens komme ich dann wieder dahinter, was, wie, wo, was und warum und wieso und weshalb. Und, warte mal.
Was mich gerade ein bisschen stört. Was mich gerade ein bisschen stört, ist dieser Anhang da auf. Ziel in Sicht. Lauf schon. Lauf zum Ach du Scheiße. Jetzt habe ich sie genau da reingebracht. Shit. Und ja, was der, ich bin halt ein Mensch, gell? Wie soll ich das jetzt erklären? Ich muss das sagen mit der Zeit, gell? Ich meine, das ist ja bei Anno das Gleiche und das wird in der Zukunft, wo ich andere Spiele probiere, neu, die für mich neu sind, da wirst du die auch ärgern über mich, weil es vielleicht anders macht, ne? Halten Sie sich von diesem Gebiet fern. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, da habe ich, ich glaube Generation Zero war das. Ist jetzt bitte nur ein blödes Beispiel, so bin ich. Ich bin ein bisschen pragmatisch denkender Mensch und habe noch ein bisschen ein Kind in mir, gell. Warte mal, hat sie wieder Aktionspunkte? Nein, sie steht da hinten in der Falle. Das ist nicht gut. Man jetzt aber hergehe. Ist egal, dann hat er einen Feldposten über. Genau, um jetzt nochmal zum Thema Generation Zero zurückzukommen. Ich habe bei Generation Zero am Anfang immer die doofe Angewohnheit gehabt, diese kleinen... Attacke auf die Pflanzen. Evakuieren. Wir brauchen eine Notevakuierung. Scheiße. Verdammt, sofort. Wir rücken vor. Ach, daneben. Ich habe in Generation Zero immer die blöde Angewohnheit gehabt, diese kleinen Medikits Verflucht. Ziel verfehlt. zu fressen wie Gummibärchen. Ich hab trocken geballert. Oh Gott, jetzt ist sie auch hin. Passt auf die Seiten auf. Warte mal. Ja, was anderes kann ich jetzt nicht machen. Los jetzt. Boah, die halten viel aus. Brauche Nachschub. Ich bin schon unterwegs, du Gauner. Fliege unter Beschuss. Jetzt haben sie es ja. Das haben wir eh gedacht. Kameraden ist tot. Scheiße. Mit der Stellung da haben wir nichts Gutes da. Nö. Na, und auf jeden Fall hat es ja dann in die Kommentare damals irgendwer beschwert darüber, warum ich das so fries. Was das so bin ich dann. Das ist günstig zum Herstellen gewesen, also kann es fressen wie ich will. Ne? Gut.
Scheiße, was machen wir jetzt? Warte mal. Probieren wir's. Na okay, es ist ein kleiner Anfang. So. Deckungsfeuer. Und was anderes. Also das geht nicht. Schade. Da muss man was anderes einfallen lassen. Ja, das kann ich, da kann ich jetzt nicht viel machen. Ich komme da nicht zu weh. Ich komme da nicht ran, momentan. Shit, das haben wir jetzt eh gedacht. Hab schon Schlimmeres gesehen. Danke. Nachgeladen. Schwerer Beschuss in diesem Bereich. Ich weiß, ich weiß. Scheiße. X-Rays kommen von der Seite. Deckung. Ja, sei froh, dass das... Getroffen. Scheiße. Ich muss mir das dringendst angewöhnen. Ich muss schauen, wir müssen, wenn wir zurückkommen in die Basis, müssen wir mal ein bisschen mehr machen. Und was ich auch machen muss, ich muss schauen, dass ich das mit den Medikits irgendwie auf die Ketten kriege, wie man so schön sagt, auf die Neidei schreite. Getroffen. Okay. Ich war der festen Meinung, also die Zivilisten haben sie schon umgebracht, gell? Jetzt muss ich mal schauen, wo die alle stehen. Habe ich nur mehr einen? Also er hat keine Aktionspunkte mehr. Ja, das mit den zwei Mädels, das tut mir so ein bisschen weh, wirklich. Geh du daher. Und was was mich bei den Spielen so fasziniert, das ist, dass meine alte 1050er Büchse, ich habe sehr wenige Probleme mit dem Spiel. Geh du daher. Bitte das? Hat jemand verloren? Warte mal. Sturmgewehr. Warte mal kurz. Achso, wenn ich jetzt da umtausche. Warte mal. Ich probier's.
kitzeln wir aus der Reserve. Sei's drum, probieren wir's. Ist keine Bedrohung mehr. Na, aber wie gesagt, bitte nicht besser. Es sollte mal nicht gar so funktionieren. Ich bin ja auch schon alter Trottel mit bald 43. Dauert halt alles ein bisschen länger. Und wenn du jünger bist wie ich war da in der Zukunft, dann wirst du auch ein bisschen länger brauchen. Für manches Mal ein paar andere Dinge, ne? Aber ich bemühe mich eh. Was ist denn das da überhaupt? Keinen Blasenschimmer. Und weil du geschrieben hast, Plot von wegen, ich werde immer, wie sagt man, routinierter. Das hat bei mir, es fühlt sich jetzt ein bisschen deppert an. Ich bin ein sehr melancholischer Mensch. Da gibt es Tage, da will ich gar nicht spielen. Und dann gibt es aber Tage, wo ich spielen will oder mich zum PC oder zur Xbox hinhocke und einfach spiele, weil ich dann wieder ein bisschen Ablenkung brauche. Verwurscht jetzt für was. Und das ist dann immer ein bisschen im Hintergrund mit dabei, weißt? So wie heute zum Beispiel, heute taugt es mir aufnehmen. Und dementsprechend spiele ich dann ein bisschen wieder anders. Weißt du, das ist bei mir ganz eigen. Und ich bin auch keiner, der jetzt sagt, so wie es das mittlerweile überall schon kennst und hörst, von wegen, Also für das hab ich keine Zeit, für das hab ich keine Zeit, für das hab ich keine Zeit. das sind dann aber auch die Menschen, die mir dann erzählen, sie sind eine Stunde in TikTok sie haben eine Stunde sie mit TikTok-Videos beschäftigt. Laden und entsichert. Man, Hier ist das ganz schön brenzlig. ich hab's schon gemerkt, Alter. Probier's, bitte, bitte, bitte. Danke. Aber was ist das da? I don't know. Ich probier's. Mehr so schief kann's nicht. Erledigt. Alle Missionsziele erreicht. Scheiße. Das kotzt mir am meisten an. Das muss ich dringendst üben. Nur Plot, du darfst mir bitte nicht besser. Sollten wir in der Zukunft irgendwann einmal dieses Spiel einmal beendet haben, ich muss zwischen was anderes spielen. Hat das nicht nur den Grund für mich selber, sondern auch, was da ist, ich weiß ja ungefähr, wer zuschauen könnte, wem etwas gefällt und ich möchte ein bisschen ein Gleichgewicht aufbauen. Jetzt komme ich dann nur auf einen Kommentar von dir. Der liegt jetzt aber schon ein bisschen länger zurück. Weiter. Geht's jetzt zurück noch? Ah. Ab in die Basis. Ich muss dringend diese Medikits einpacken. BZW mir das einmal mit dem Das waren einige unserer besten Leute. Ich Ja. wünschte, wir hätten mehr tun können. Hey, Alter. Warte mal kurz. Was ist das? Wiederbelebung. Medikits können kritisch verhungern mit 300 statt sich stabilisieren. Du, ich hab nichts dagegen, Plot. Man kann ja das Spiel nochmal probieren. BZW, ich werde mir das sicher, wenn ich das einmal fertig habe, werde mir sicher noch einen Spielstand erstellen und einmal privat wieder ein bisschen einzocken und mir das noch ein bisschen genauer anschauen. Commander in die Forschungslabore.
Commander in die Forschungslabore. Aktiv, aktiv, weiter. Artefakte geboren, bla bla bla, weiter. Operation Fliegender König, Ratsübertragung. Der Einsatztrupp, den XCOM nach Australien entsendet hat, konnte in Brisbane erfolgreich verhindern. Die Panik in Australien hat sich um 3 abgeschwächt. Die Panik hat sich in ganz Asien Wir gelegt. bleiben in Kontakt, Commander. Ja, das freut mich für euch. Commander in die Forschungslabore. Ja. Commander in die Forschungslabore. Ja, die haben mal einen stressende Spiele, das ist fürchterlich. Warte mal kurz. Verteidigungsmatrix Manöver zur Herstellung verfügbar. Okay. So furchterregend und bösartig diese Spezies auch auf dem Schlachtfeld ist, so schwer ist es doch auch, kein Mitleid mit ihr zu empfinden, wenn sie auf dem Seziertisch liegt. Das Testobjekt weist weitreichende biomedizinische Modifikationen auf, die zwar faszinierend sind, aber den Anschein eines grausamen, halbvollendeten Experiments erwecken. Die meisten inneren Organe wurden durch ein mechanisches Lebenserhaltungssystem ersetzt, das ihre ursprüngliche Funktion nachahmt. Auf den Torso wurde ein ziemlich konventionelles Antriebssystem verpflanzt. Allerdings sind die Energiezellen, die für den nötigen Schub sorgen, für unsere Verhältnisse extrem fortgeschritten. Ich habe eine Reihe von Gehirnimplantaten entfernt, die es offenbar befähigen, Beschuss besser auszuweichen. Das Team der Technikabteilung hat bereits mehrere Vorschläge für eine mögliche Verwendung der Technologie eingereicht. Weitere Details über die Kampffähigkeiten dieser Wesen erhalten Sie, wenn Sie im Gefecht den Einheitenanalyseschirm auf eines von ihnen anwenden. Okay. Dynamanautopsie, das haben wir. Pulsbogen. Der Pulsbogen ist auch durch unsere derzeitige Technik der Energiespeicherung begrenzt. Mehr als 2 Schuss lassen sich nicht herausholen. Sollten sie im Gefecht gefangen, müssen diese... ich empfehle dringend ein solches... Okay. Kurzer Ich Blick. verstehe es nur nicht. Warum setzen Sie so hochentwickelte Technologie gegen Zivilisten ein? Eine Untersuchung dieses Wesens hat ergeben, dass sein Körperbau dem einiger irdischer Insektenrassen ähnelt. Trotz des unglaublichen Exoskeletts leicht und flexibel. Schalenrüstung. Rüstung brauchen wir auf alle Fälle. Unsere schlimmsten Befürchtungen könnten wahr werden. Es geht ihnen nicht nur um Entführungen. Sie planen etwas anderes. Okay. Was ist das Scope? Dieses kombinieren. Pulsbogen. Der Pulsbogen ist ein nicht tödlicher, der Gegner betäuben soll. Er funktioniert offenbar am besten bei bereits geschwächten Gegnern. Was haben wir da? Satelliten. 69. Ein verbesserter Aufklärungssatellit, der so modifiziert wurde, dass er den typischen Schwerkraftverzerrungen orten kann. Ja. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Okay. Je mehr ich sehe, desto weniger möchte ich sehen. Entstellte Ungetüme aus Fleisch und Metall, angetrieben durch die Technologie der Aliens. Kann man das noch leben nennen? Warte mal. Wir müssen das Projekt vorantreiben. Aber der Gedanke, den gleichen Weg zu gehen wie die Aliens, ist beunruhigend. Was, wenn sie einmal waren wie wir? Sind wir nur Teil eines ewigen Kreislaufs? Wenn das der Ausblick auf unsere Zukunft ist, möchte ich sie nicht erleben. Bau beginnen.
Okay. Kaserne, Soldaten anzeigen. Aktiv. Ah, der Nuke, der ist noch in... Warte mal, individualisieren. Schwer verwundet. Ethnie. Achso, das ist Days. Ich hab geglaubt, dass ich da was anderes auch noch machen kann. Claude. Der Jafar. Servus Sigrid. Donatello. Romana. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Erin Doyle. Colin Clark. Axel. Der Sheng. Aha. Ich glaube, der hat ein bisschen... Schau, statt den Grünstich. Ich glaube, der hat ein bisschen angestanden und dann Spinat gegessen. Uah. Gut. Fähigkeiten. Da kann ich nichts machen. Warte mal, wo ist das? Da gibt's Anmustern. Ich nehme mal 3. Achso, jetzt will ich keine Kohle mehr. Truppgröße, gute Besserung. Man lernt schnell jeder Abschuss. Oh. Okay. Soldaten anzeigen, das haben wir schon gemacht. Hangar. Da haben wir noch 2 Abfangjäger kaufen. Also viel Kohle habe ich nicht mehr. Ich bin sicher, die Truppen werden die Opferzahl da draußen gerne ausgleichen. Ach du Scheiße. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ja, ist mir schon klar. Ja, hilft nichts. Besuche den Hangar, Kaserne. Warte mal, Hangar, Kaserne. Satellitenkontrollzentren Ja. haben maximale Kapazität erreicht. Wo war Weitere denn Zentren erforderlich. das? Wo war das? Ah, da. Oh, gefordert, bla bla bla. Scheißen. Frisst, okay. Aktivitätsscan. Einsatzfähig. Trommeln in der Tiefe. Weitermachen. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Sehr gut. Weiter. Und bitte, nicht gleich ärgern über mich, weil ich eigentlich ein bisschen zu langsam bin. Du darfst eins nicht übersehen. Zwischen Erscheinen einer Episode und der nächsten liegen immer 10 Tage. Und das dauert halt also immer wieder ein bisschen. Ja, ich trage momentan einiges an Kommentaren zusammen und dann beantworte es ein bisschen. Ne? Weitermachen. Commander, hier ist eine Übertragung vom Rat. Höchste Prioritätsstufe. Zum Lagerzentrum. Laut Dr. Shens Bericht ist der von Zeng beschabte Transponder mit dem Navigationsschiff eines Alien-Schlachtschiffs verbunden, das sich unserer Atmosphäre nähert. Dr. Shen ist der Ansicht, dass man das Schlachtschiff vor Erreichen seines Ziels vom Kurs abbringen kann, wenn man eine Reihe modifizierter Transponder zum Einsatz bringt. Die übrigen Missionsparameter geben mir... Ja, sicher. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Ja, das kann ich noch nicht machen. Damit da, ich muss ja immer, warte mal kurz. Was haben wir jetzt gemacht? Verwirrendes Licht? Also das ist das. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Also das wurscht. Hervorragend. Wir sind Abflug. auf Ihren Fortschritt gespannt. Das muss man noch genauer anschauen. Truppstärke muss mit Hilfe der Offiziersschule erhöht werden.
Warte mal. Kaserne, Offizierschule. Achso, da kann ich jetzt kein. Ich habe kein Geld mehr drum. Truppgröße 2. Ja, wir müssen jetzt sowieso mal ein paar Dings machen. Ein paar Einsätze, dass wir wieder ein bisschen Kohle zusammenkriegen. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Na, ich schrei's gleich überall aussehen. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Natürlich. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Bringen Sie den Transponder am Zug an. Sobald die Transponder platziert sind, aktivieren Sie den Antriebssystem des Zugs. Na, so schwer kann es ja nicht werden. Haha. Commander, das Alien-Schlachtschiff hat Kurs auf die Stadt genommen und uns bleibt nicht viel Zeit zu reagieren. Mithilfe des Gerätes von Chang hat Dr. Shen eine Reihe von modifizierten Transpondern entwickelt, die den Navigationscomputer der Aliens stören sollten. Aber unsere einzige Chance, sie schnell genug in Position zu bringen, ist das städtische Schienennetz. Ich habe nur 10 Züge. Ja, das wird interessant. Ich muss die Truppe mal in Stellung bringen, weißt? Feldposten bitte. Wie lange dauert denn eigentlich die Kampagne? Weil ich so, wenn ich mir jetzt so das anschaue, das Ganze, wird es ja wohl noch eine Weile gehen, oder? Wo komme ich den scheiß Zug? Warte mal. Muss ich von der Seite rein? Ja. Machen wir es anders. Kommst du? Das Problem ist, wenn sie jetzt da... Na, wir werden das anders machen. Sie wird die Truppe von dort decken. Achso, er muss von oben rein. Ich glaube, er gerade von der Seite rein, der Trottel. Mein Lieb. Das ist der Zug, mit dem wir die Transponder befördern werden. Das Ganze ist nicht ideal, aber wir müssen jeden der Transponder an einer bestimmten Stelle platzieren, um ausreichende Signalstärke zu gewährleisten. Ja, durch den Zug, durch, du Warzen. Schüche.
Ich hab's schon gesehen, Alter. Quäl deine Mama, aber nicht mich. Ja, ich weiß, die Mama-Sprüche sind schon alt, bla bla. Das geht sicher daneben. Alter, das wird ein Unterfangen. Ja, aber wie platziere ich den Scheiß? Das ist das, was ich... Sprinter, Sanitäter... Irgendwie muss ich den Scheiß platzieren, oder? Das kapiere ich noch nicht ganz. Gut, dieser Transponder ist an Ort und Stelle und einsatzbereit. Wenn die restlichen auch platziert sind, werden sie ein Signal senden, um das Navigationssystem der Aliens zu stören. Wenn alles glatt geht, sollte das Signal das Schlachtschiff vom Kurs abbringen und uns eine erstklassige Möglichkeit für einen Überraschungsangriff bieten. Jetzt muss ich das ein bisschen nachdrehen. Warte mal kurz. Na, den triffst nicht, den triffst nicht. Du Güllefassel. Da ist Scheiße. Was hat sie? Warte mal. Achso, das verbraucht keine Aktionspunkte. Auch gut. In Deckung. Warte mal. Na, so gut sind sie noch nicht. Ah, schwierig, schwierig. So, ich glaube... Aber wie gesagt, ich bemühe mich eh so gut wie ich kann. Hast du was, Mädel? Du gehst aber auch. Warte mal, wie viel? 45%. Das ist eigentlich im Prinzip nix. Du könntest aber... Ey, Spiel ist ein Hammer, es taugt mir wirklich. Warte mal. 68%. Commander, es sind mehrere Feinde im Anflug. Anscheinend wurden sie von dem Schlachtschiff abgesetzt. Rechnen Sie jede Minute mit Feindkontakt. Das Alien-Schlachtschiff nimmt immer noch direkten Kurs auf die Stadt, Commander. Wir müssen schnell handeln. Nach unseren bisherigen Beobachtungen war es zu erwarten, dass die Aliens über eine Einheit verfügen, die auf den Kampf an vorderster Front spezialisiert ist.
Anscheinend ist es diese massige Kreatur. Ich beneide niemanden, der es mit diesem Ding aufnehmen muss. Bin eh nur ich, Trauteln. Ach so, die Züge da oben zählen nur, wenn ich im Zug drinnen bin. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Interessant, interessant. So Mädchen, komm raus da, weil sonst hast du noch Halluzinationen vor irgendeinem Müll, weiß ich nicht, keine Ahnung, was in deinem Köpfle so vorgeht. Du daher und du gibst ihm. Na! Na! Und du gibst ihm. Wenn er siriert, dann schenkst du ihm. Dann schenkst du ihm aber so eine ein. Ich hätte gesagt, ja, das ist jetzt eh schon ein bisschen eine relativ zu lange Episode. Das wollte ich eigentlich nicht antun. Aber nachdem die letzten Episoden so kurz waren, haben wir gedacht. Na, also was, ich hab grad so einen Spaß dran. Ich werde sicher noch eine aufnehmen. Schauen wir mal. Er hat keine Aktionspunkte mehr. Dafür ist er fast hin. Oder täusche ich mich da. Ist wurscht. Achso, okay, nein, der hat noch volles Leben, aber bei ihr schaut's scheiße aus. Er hat noch keine Aktionspunkte. Ich müsste mal... Warte mal. Sie werden... Scheiße. Ich muss jetzt was unternehmen. Weißt du was? Komm aus da mal. Weil da draußen habe ich nämlich mehr Spülraum. Wenn ich mir jetzt nicht verschaut habe. Warte mal. Wie schaut's denn bei dir aus? Triffst du von da? Na. Okay, warum auch nicht? Ich hab trocken geballert. Ja, es gibt Menschen, die trocken ballern und andere trocken vögeln. Also, ja, was willst du jetzt von mir? Los jetzt! Entschuldigung für meinen Humor, ich kann ja auch nichts dafür. Justiere Visier. Ja, ich hätte gesagt, wir machen da mal einen kleinen Cliffhanger und bis nächste Mal werden wir diese Situation lösen. Und mal schauen, was wir machen können. Bis zum nächsten Mal. Baba!